Und meine liebste Speis, wie könnte es anders sein, ist natürlich diesmal eine Wildspezialität. Der schnelle Rotmilan braucht nur ein paar Flugsekunden, um ihn nach Fist zum Hotel der Brüder Marent. Alexander und Christian Marent haben als Köche internationale Erfahrung in der Spitzengastronomie. Seit ein paar Jahren führen die Brüder in dieser wunderschönen Gegend ihr eigenes Hotel-Restaurant. Zwei Brüder in einer Küche. Kann das überhaupt gut gehen? Na, deswegen haben wir ja 2 Herdblöcke in der Küche. Weil das war die Grundvoraussetzung. Wir haben gesagt, wenn wir eine Küche machen, dann nur mit 2 Herdblöcken, weil ich nicht streiten. Also wie mein Herdblock und er hat seinen Herdblock. Spaß nicht. Heute gibt's rosa gebratenen Rehrücken, garniert mit Kürbiscreme, Kürbiswürfeln, Grissroulade, Pfifferling und Pastinakenschaum. Bei 2 Spitzenköchen geht's in der Küche natürlich ein bisschen anders zu als bei mir daheim. Zum Nachkochen vielleicht nicht ganz einfach, oder? Schaut vielleicht ein bisschen komplizierter aus, wie es eigentlich ist. Ne? Das ist eigentlich für jeden nachkochbar. Also dann Bleistift Spitzen. Die Grissroulade. Milch und Rindsuppe kommen in den Topf. Dann wird der Grieß drinnen gekocht. Damit eine Roulade draus wird, füllt der Christian alles in einen Spritzsack, um es auf eine Folie aufzutragen. Einrollen und ein bisschen beiteln, damit es auskühlt. So werden die Röllchen gemacht. Spitzenköche wälzen die Roulade noch in frittierten Schalotten und Kartoffeln. Und so schaut's aus, wenn ein richtiger Profi einen Apfel schält. Äpfel verleihen einem herbstlichen Gericht eine interessante säuerliche Geschmacksnote. Deswegen kommt der Apfel in den Topf zum Kürbis dazu. Das gibt mit Crème fraîche eine wunderbare Creme. In der Kuchel, da geht alles so schnell. Der Alexander hat schon das nächste Gemüse in Arbeit. Pastinaken. Wissen Sie, was das ist? Ja, ist eine Rübe. Ist also eine Mischung zwischen Sellerie und Petersilienwurzel. Ist aber eine Rübe, länglich wie eine Karotte, leicht weißlich-gelblich. Und der Geschmack ist süßlicher wie eine Sellerie. Hat ein bisschen einen Taste von Petersilie drinnen. Und da machen wir einen Schaum draus. Das heißt, wir schälen die Pastinaken, schneiden sie, sortieren sie an mit ein bisschen Schalotten, tun sie ablöschen mit ein bisschen weißem Portwein, gießen das Ganze mit einem leichten Fond auf, lassen es weich dünsten und montieren das Ganze dann mit Sahne und Crème fraîche, mixen, passieren und abschmecken. Das Um und Auf ist der Rehrücken, gewürzt mit Rosmarin und Thymian. Einfach geht's mit scharf anbraten und dann eine in Herd. Aber die Brüder haben dafür etwas ganz Besonderes. Wir werden es halt so machen, dass wir das auf unserem Holzkohlegrill machen werden. Sag ich jetzt einmal. Was Spezielles. Was Spezielles, weil wir da haben wir nämlich so Eichenholz und durch das kriegt es natürlich noch ein ganz leichtes Raucharoma. Beim Angreifen merkt man, wenn das Rehfleisch anzieht. Wenn man beim Kochen kein schnelles Brüderpaar ist, sollte man schon einen Sonntagvormittag einplanen. Die letzten Pfifferlinge aus dem Wald werden sich beim Anrichten am Teller wunderbar machen. Ma, mir rinnt schon das Wasser im Mund zusammen. So schön. Ja, jetzt müssen wir gleich mal schauen, dass wir das schön aufs Teller kriegen. Klar, dass ich mitgeholfen habe. Jeder gestaltet sein eigenes Kunstwerk am Teller. Ich brauch die. Ja, Du bist die? Manuela. Manuela, eine Genau. Kellnerin da vom Leitewirt. Du bist vom Fach, du bist von der Gastronomie. Jetzt stelle ich dir eine Frage. Übrigens, kannst du das entbehren? Das Ich nehme es gleich. darfst Danke. du aber gerne. Jedenfalls haben wir zu dritt jetzt einen Teller angerichtet, gell? Der Alexander, der Christian und ich. Und jetzt meine Preisfrage. Und weißt du, was der Preis ist? Was ist der Preis? Ein Puzzle. Aha, okay. Aber nicht, dass du nachher absichtlich jetzt etwas Falsches sagst, gell? Nein, nein. Also, welcher Teller ist der meinige?
Teller A? Teller B? Oder ist es Teller C? Was sagst du? Schwer vermutet C. Gewonnen!